Ich möchte noch einmal stille werden und beten. Herr Jesus, ich preise dich für deine Gegenwart. Danke dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass du zu mir sprichst, zu unseren Herzen sprichst, dass du uns begegnest in deinem Wort und dass du uns über alledem Mut machst in einer Zeit, die immer dunkler wird, mit dir unterwegs zu sein. Denn mit dir, Herr Jesus, da schaffen wir es. Dafür preisen wir dich und beten dich an. Amen. Das Thema heute Morgen ist jetzt nicht Schritte durch die Bibel, sondern wie können wir denn leben? Nun, weswegen dieses Thema? Die Zeit wird immer dunkler, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und da stellt sich doch die Frage, wie können wir denn leben? Und so möchte ich die Botschaft heute Morgen so gestalten, zuerst einmal ganz kurz aufzeigen, was unsere Eltern, Vorväter geglaubt haben, wie sie gelebt haben, welchen Segen daraus entstand und dann auch, wie wir Christen, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Aber die Welt, die fordert uns heraus. Und dann, wie können wir leben? Und da möchte ich dann Antworten geben aufgrund von Epheser Kapitel 4. Die Waffenrüstung Gottes, die habt ihr jetzt durchgenommen mit dem Nathanael in der Jugendstunde. Aber ich denke, es wird sicher wieder was Neues dabei sein. Ich hoffe es wenigstens für die Jugend. Okay, zuerst einmal eine Regierungserklärung der Stadt Bern aus dem Jahre 1831. Ich lese das ganz kurz vor, zum zeigen, was unsere Väter geglaubt haben, wie sie gelebt haben und entsprechend ihres Glaubens oder ihrer ethischen Grundhaltung, wie sie dann auch regiert haben und Entscheidungen getroffen haben, auch in ihren Regierungsgeschäften. Damals war es so, ein großes Unwetter hatte die Stadt Bern und die Umgebung von Bern betroffen. Da kamen die Regierungsräte der Stadt Bern zusammen und die haben folgenden Beschluss gefasst. Ich lese hier auszugsweise, lese ich vor. Bitten wir den Allmächtigen, dass er uns schenke seinen heiligen und guten Geist, damit wir in Zukunft mehr als bisher tun nach seinem Willen. Pflanzet Gottesfurcht, jede zuerst in seinem eigenen Herzen, dann in seinem Haus und dadurch unter dem ganzen Volk. Gottesfurcht ist die Grundlage allen Glückes. Durch sie bewahrten einst unsere Väter Zucht und Ordnung. Durch sie wurden sie arbeitsam, zufrieden, freudig zu jeder Pflicht. Durch sie waren sie stark in jeglicher Gefahr und getrost in der Stunde des Todes. Lasset uns ringen nach diesem köstlichen Gute und es wieder einheimisch machen bei uns. Mit dieser schönen Tugend verbindet sich dann die Nächstenliebe, dieses unerlässliche Bedingung innerer Zufriedenheit. Durch sie wird das Herz veredelt und das Leben verschönert. O darum lasset uns verbannen aus dem Herzen jegliche böse Leidenschaft, allen Hass, alle Neid, alle Rache, alle Selbstsucht, die uns von dem Reiche Gottes entfernen und durch welche jedes fremde Glück zertrümmert, jedes eigene Gut durch Unmut wertlos wird. Übt Liebe und Wohlwollen, damit Gottes Liebe mit euch sei. Helfet, wo ihr zu helfen vermöget, lindert Not und Elend, wo ihr sie findet. Eine Regierungsratserklärung der Stadt Bern aus dem Jahre 1831. Anscheinend wussten unsere Väter noch um den Segen der biblischen Ethik. Sie wussten noch, was im Wort Gottes drin steht, sonst hätten sie nicht eine solche Regierungsratserklärung herausgegeben. Sie wussten noch, was steht in Psalm 33, Vers 12, wo es heißt, glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Und entsprechend dieser Ethik haben sie auch gehandelt und gelebt. Wenn wir heute die Situation ganz kurz anschauen, die Situation heute ist völlig anders. Heute ist man nicht mehr dem Wort Gottes verpflichtet, sondern sich selbst. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, da war doch jetzt diese Fotomesse. Was ist der Renner heute? Welche Fotoapparate sind heute der Renner? Wo man am besten Selfies damit machen kann.
Heute steht das Ich im Zentrum. Ein Selfie ist ein Foto von sich selbst, das man macht in allen möglichen und unmöglichen Positionen. Und dann tut man das noch ins Internet. Jeder soll da teilhaben und wer dann am meisten Klicks hat, der ist in und in der Szene hoch angesehen. Heute ist der Mensch, er sich selbst, ist heute im Zentrum. Nicht mehr eine biblische Ethik und nicht mehr eine biblische Moralvorstellung, sondern der Mensch mit seinen Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen. Die Folge für eine Gesellschaft, wo der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Zentrum steht und nicht mehr das Wort Gottes, sieht man in dem wie heute das Recht des Schwächsten mit Füßen getreten wird. Jedes Jahr Millionen von Abtreibungen. Man schätzt die Zahl auf 50 Millionen jedes Jahr weltweit. Euthanasie an Erwachsenen in Holland ist gang und gäbe. Belgien hat jetzt ein Gesetz herausgegeben, wo gesagt wird, dass Kinder, wenn sie behindert sind oder wenn Kinder nicht mehr leben möchten, weil sie Krankheit haben, dass sie Selbstmord ärztlich begleitet tun dürfen. Man diskutiert über die Freigabe von Pädophilie, auch von Inzest. Die Ehe als christliche Institution hat man schon längst zu Grabe getragen. Und deswegen freue ich mich, wenn Eltern ganz bewusst sagen, wir wollen auf Grundlage der Bibel, wollen wir unser Leben, wollen wir unsere Ehe führen, wollen wir unsere Kinder erziehen. Heute hat die Ehe Platz gemacht, der Möglichkeit einer Partnerschaft verschiedenster Prägung. Mann mit Frau, Frau mit Frau und sogar untereinander noch gemischt. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass man im Jahre 1831 noch ganz bewusst sagt, wir wollen zurückkehren zum Gott der Bibel. Und heute ist es ganz anders. Wenn man die Bibel zu Rate zieht, da sagt die Bibel in Sprüche 29,18, da sagt die Bibel, wenn ein Volk ohne Weisung ist, wenn ein Volk ohne die Weisung der Bibel ist, dann verwildert es, es blüht aber auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Und unsere Väter haben das gewusst in aller Schwachheit. Ob sie wirklich wiedergeboren waren, wissen wir nicht. Aber sie haben gesagt, wir wollen entsprechend der Ethik der Bibel wollen wir handeln. Und die Frucht dessen, der Segen dessen, hat uns Jahre, ja Jahrzehnte begleitet. Der Segen biblischer Maßstäbe, das sehen wir in dem, dass der Mensch wieder zum Menschen wird. Vielleicht haben Sie mitgekriegt, da war doch ein junger Mann, der wollte bei einem Geldautomat Geld beziehen. Er hatte dort einen Herzinfarkt, er ist zusammengebrochen und 4 Personen sind über ihn hinweggestiegen, haben ihm nicht geholfen. Das ist heute die Ethik von heute, weil der Mensch im Zentrum steht. Wenn auf der Autobahn irgendein Auto brennt oder ein Unfall ist, die Leute sie halten, um ein Fotos zu machen mit dem iPhone und so weiter. Aber sie halten nicht, um zu helfen. Wenn wir aber biblische Maßstäbe leben, dann wird der Mensch wieder zum Menschen. Dann wird der Mensch zu einem Geschöpf Gottes, das verantwortlich ist für sein Reden, für sein Denken und für sein Tun. Wenn der Mensch wieder einer biblischen Ethik verpflichtet ist, dann weiß er um eine höhere Instanz, nämlich um Gott. Und dem bin ich dann verpflichtet. Und das bedeutet dann ganz praktisch auch, dass ich anfange, Nächstenliebe zu leben, Barmherzigkeit zu üben, Mitleid zu zeigen. Ich bin der Treue verpflichtet. Ich praktiziere Selbstverleugnung. Nicht ich stehe im Zentrum, sondern Christus soll geehrt werden. Dazu bin ich auch ein fleißiger Arbeiter. Ich staune immer wieder, wie heute gewisse Gesellschaften streiken können und das gerade noch am Ende des Urlaubes. Ich bin zufrieden mit dem, was da ist. Das heißt, ich bin genügsam. Ich muss nicht immer das Beste, das Teuerste und das Neueste haben. Ich bezahle pünktlich meine Rechnungen und ich komme meinen Verpflichtungen nach. Wenn ich der christlichen Ethik verpflichtet bin,
dann wird der Nachbar von nebenan wieder zu einem Menschen, an dem ich Anteil habe. Ich frage, wie es geht. Kann ich dir helfen? Und ich bin bereit, auch wenn er nachts um 12 läutet, weil sein Dach tropft, aufzustehen und ihm zur Seite zu stehen. Ich gehe auch mit den Ressourcen dieser Welt verantwortungsvoll um. Nicht ausbeutend und nicht zerstörend, sondern auferbauend, schützend und bewahrend. Das ist christlich-biblische Ethik. Und entsprechend dieser christlich-biblischen Ethik haben unsere Väter gehandelt. So hat zum Beispiel ein August Hermann Francke das ganze Bildungswesen revolutioniert. Plötzlich war Bildung eine Sache für jeden Mann und jede Frau. Aufgrund christlich-biblischer Arbeitsmoral entstanden in Genf die ersten Banken von Treu und Glauben, auf Grundlage von Treu und Glauben. Welcher Bank glauben Sie heute noch? Ja, aber die Ethik, wo auf das gegründet war, war biblische, christliche Ethik, Treu und Glauben. Ich gebe etwas hinein und ich kriege sogar noch etwas zurück. Heute spricht man von Negativzinsen. Wenn ich was reingebe, heißt das, dass immer mehr abgezogen wird. Die Uhrenindustrie in der französischen Schweiz entstanden aufgrund biblischer Arbeitsmoral, Pünktlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit. In England revolutionierte eine Krankenschwester das ganze Krankenpflegesystem. Man könnte noch ganz vieles ausführen. Aufgrund biblischer Ethik entstand das Rote Kreuz. Die Christoph-Blinder-Mission in Bielefeld, die Bethelschen Anstalten, wo Leben, das behindert war, wertgeschätzt wurde, geliebt wurde, geachtet wurde. Alle diese Orte waren Institutionen auf Grundlage biblisch verbindlicher Ethik und Moral. Heute prägt uns eben nur noch das Selfie-Zeitalter. Ich stehe mit meinen Bedürfnissen im Zentrum. Und ich muss auch fragen, was prägt mich? Weil wir leben als Christen mitten in einer Welt, die immer mehr, ich muss es so sagen, vor die Hunde geht. Sie geht immer mehr kaputt. Jeder lebt sich selber. Die Unmoral nimmt zu. Man hat keine klare Richtlinie mehr. Es ist interessant, dass man heute sagt, so und so viele Städte haben rote Zahlen. Das heißt, man lebt über die Verhältnisse. Und wir als Christen sind wir noch einer biblischen Ethik verpflichtet. Haben wir als Christen noch eine klare biblische Wertvorstellung? Nun, viele Christen, die tragen ein Kreuz um den Hals. Sie gehen ab und an gehen sie zum Gottesdienst. Singen vielleicht mit im Kirchenchor. Aber was prägt mich wirklich? Lebe ich völlig in der Wahrheit? Rede ich die Wahrheit? Wie sieht es aus mit den Filmen, die ich anschaue? Mit den Dingen, die ich anschaue im Internet? Habe ich mich an Dinge gewöhnt, die die Bibel ganz klar sagt, das sind Sünde. Mit denen sollen wir als Christen nichts zu tun haben. Mit Ehebruch, Pornografie. Ist es normal geworden für uns als Christen? Ich möchte Ihnen etwas vorlesen in 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10. Da heißt es, und ich lese es nach der Hoffnung für alle. Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Darauf könnt ihr euch verlassen. Keiner, der unzüchtig lebt, keiner, dem irgendetwas wichtiger ist als Gott, kein Ehebrecher, kein Mensch, der sich von seinen Begierden treiben lässt oder homosexuell lebt, wird einen Platz in Gottes Reich haben. Auch kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Ich weiß, man sagt, heute hat sich die Zeit geändert. Ja, es ist so, die Zeiten haben sich geändert. Ich denke, so eine schlimme Zeit wie heute hat es noch nie gegeben. Aber Gott und sein Wort ist immer noch gleich. Man kann sagen, ja, weißt du, das ist Privatsache, geht niemandem etwas an. Ja, aber wenn du dich Christ nennst, dann bist du jemandem verpflichtet. Wenn du dich Christ nennst, dann trägst du den Namen Christus in deinem Leben. Dann ist Christus und sein Wort der Maßstab.
Wenn du dich Christ nennst, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du ein Botschafter des Christus. Und die Bibel sagt uns in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und zwar mit einer ganz bestimmten Aufgabe, nämlich mit der Aufgabe, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Also wenn ich mich Christ nenne, wenn ich wiedergeboren bin, dann bin ich ein Botschafter an Christi Stadt und dann bin ich einer biblisch-christlichen Ethik verpflichtet. Und diese Ethik, die heißt Folgendes. In Epheser 1, Vers 4 heißt es, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also der Anspruch des Christus, heilig zu sein, tadellos vor ihm in Liebe. Und da stehen wir mitten in einem großen Dilemma drin. Der Anspruch dieser Welt wird immer stärker. Der Sog der Sünde zieht uns immer mehr nach unten. Auf der anderen Seite aber der Anspruch des Christus, der sagt, ihr seid berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hoppla, jetzt ist das Wasser ausgeleert, macht nichts. Ich zapple zu viel rum, mach nochmal, okay. Das soll es geben. Also Gott hat uns berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und da stehen wir in einem großen Dilemma drin. Der Anspruch der Welt, tadellos vor ihm in Liebe. Auf der anderen Seite die Welt mit ihren Vergnügungen. Der Mensch, wo sagt, du bist das Zentrum des Universums. Es geht alles um dich. Und es stellt sich die Frage, wie können wir denn da leben? Wie können wir da überwinden? Wie können wir Sieger sein? Wie können wir froh und getrost und als Überwinder durch das Leben gehen? Zuerst einmal möchte ich festhalten, wir Christen, wir sind keine Übermenschen. Wir Christen, wir machen Fehler und wir haben Fehler. Wir Christen haben Begrenzungen und müssen auch mit Schwachheiten leben. Wir Christen, wir irren, wir versagen und enttäuschen. Wie oft habe ich schon Menschen enttäuscht und wie oft enttäusche ich immer wieder, auch in der Gemeinde, auch in der Familie, selbst in der Ehe, immer wieder. Aber wisst ihr, wir als Christen, wir haben etwas, wir sind angenommen an Kinderstadt. Gott selbst ist unser Vater, er hat uns genommen, er hat uns berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ich weiß um eine wunderbare Zukunft, ich weiß, wo ich hingehe. Ich werde eines Tages bei meinem Jesus sein. Als Christ lebe ich in einer Welt, die dunkler wird, voller Ungewissheit, voller Fragen. Und auf der anderen Seite sagt der Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Als Christ erleben wir Ablehnung, ja sogar Hass. Es gab noch nie eine Zeitalter gegeben, wie die Christen verfolgt wurden wie heute. In Mosul, habt ihr vielleicht gelesen, Open Doors hat darüber berichtet. Seit 1500 Jahren hat es dort jeden Sonntag Gottesdienste gegeben, in Mosul im Irak. Seit 3 Monaten das erste Mal kein Gottesdienst. Der islamische Staat, die Truppen sind gekommen, haben gesagt, entweder konvertiert ihr zum Islam oder ihr geht weg oder ihr werdet enthauptet. Und seit das erste Mal, seit 1500 Jahren, gibt es in Mosul keinen Gottesdienst mehr. Keinen christlichen Gottesdienst. Die Luft, sie wird enger. Und so sind wir als Christen mitten in dieser Welt und doch nicht von der Welt. Wir als Christen, wir sind nicht der Welt verpflichtet, nein, dem Christus. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, ja, wie können wir leben? Und deswegen, ich hoffe, dass der Beamer jetzt funktioniert. Ja, okay. Wunderbar. Vielleicht haben wir noch das Licht des Beamers hier, dass es dunkler wird. Damit man das Bild hier vorne sieht, möchte ich Ihnen einige Punkte mitgeben. Sieht man jetzt genug deutlich? Nicht so, jetzt ist besser. Ja, der Beamer ist auch nicht der leistungsfähigste. Okay, für mich ist okay hier vorne, kein Problem. Also hier, ich möchte Ihnen einfach etwas mitgeben, wie können wir leben in unserer heutigen Zeit. Und dazu möchte ich aufschlagen in Epheser 6 ab Vers 14.
Epheser 6, ab Vers 14. Heute ist der Sonntag, wo alles zu Boden fällt. Ja, das macht nichts, weil es sehr familiär, wie zu Hause. Ja. Epheser 6, ab Vers 14. Da steht, so stehen nun fest eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Also der Apostel Paulus sagt, er nimmt das Bild des römischen Soldaten hier, er nimmt das Bild des römischen Soldaten und sagt, schaut einmal, wenn ihr euch so kleidet, geistlich kleidet, dann könnt ihr in eurer Zeit überleben. Ephesus war eine Stadt, politisch, wirtschaftlich und auch religiös ein Mittelpunkt. Alles funktionierte in Ephesus, aber die Gemeinde in Ephesus hat eine große Not. Der Herr Jesus selber sagt über die Gemeinde zu Ephesus in der Offenbarung, ich habe aber wider dich, dass du die erste brennende Liebe zu mir verlierst. Und das ist doch genau dieses Problem, das auch wir haben. Bei uns in der Schweiz, in Deutschland funktioniert es wirtschaftlich, politisch, sogar religiös. Aber wir stehen in der Gefahr, die brennende Liebe zum Herrn Jesus zu verlieren. Und da kommt der Apostel Paulus und sagt, aber kleide dich in die Kleider des römischen Soldaten. Er braucht hier ein geistliches Bild. Und er möchte uns damit sagen, ich fasse ganz kurz zusammen und dann tun wir das miteinander Punkt für Punkt miteinander anschauen. Und ich versuche es ganz praktisch zu machen, dass jeder ein Stück mit von diesem Brot oder Kuchen mit nach Hause nehmen kann. Zuerst einmal sagt Paulus, lebe ganz in der Wahrheit. Kleide dich in Gottes Gerechtigkeit. Sei bereit zum Zeugnis für Jesus. Lebe einen echten, biblischen, ansteckenden Glauben. Lass dein Denken von Jesus bestimmen. Sei ein Mensch der Bibel und bete zu jeder Zeit. Als erstes nimmt der Apostel Paulus und sagt, eure Lenden lasst umgürtet sein hier mit dem Gurt der Wahrheit. Also Paulus sagt, wenn ihr in dieser Welt von heute überleben wollt, die Welt, die euch nach unten zieht, die euch von Jesus wegbringen wollt, die macht, dass ihr in der Liebe erkaltet, dann soll das Erste sein, das ihr tut, eure Lenden lasst umgürtet sein mit dem Gurt der Wahrheit. Ja, was bedeutet das? Was ist überhaupt Wahrheit? Nun, wenn ich die Philosophen frage, die Philosophen, die sagen, ja, Wahrheit ist je nach Betrachter oder des Standpunkts des Betrachters verschieden. Stimmt. Ein Blumenstrauß, wenn ich den drehe, kann rot, weiß oder gelb sein, ganz verschieden. Aber in Bezug der Wahrheit des Herrn Jesus gibt es nur eine Möglichkeit. Paulus sagt, wenn ihr in dieser Welt überleben wollt, gürtet euch mit dem Gurt der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wir gehen zur Grundlage der Bibel zurück. Ich nenne mich doch Christ. Und aufgrund meines Christseins muss ich meine Orientierung, meinen Maßstab aus dem Wort Gottes holen. Und die Bibel sagt uns Folgendes über Wahrheit. Schlagen Sie mal auf, 5. Mose 32, ab Vers 4. 5. Mose 32, ab Vers 4. Dort erzählt uns der Mose, erzählt uns Eigenschaften Gottes auf und er sagt Folgendes. Gott, er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind gerecht. Er ist ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und wahrhaftig ist er. Also wer wird uns im Alten Testament beschrieben als der Gott der Wahrheit? Wer? Der Schöpfer Himmels und der Erde, Gott selbst. Er ist die Wahrheit in Person. Und nun kommt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 6 und sagt, ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben. Also Jesus sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Und nun kommt Paulus und sagt, wenn ihr in dieser Welt überleben wollt, dann nehmt den Gurt der Wahrheit. Ja, was heißt das? Dieser Gurt hier hat das ganze römische Gewand zusammengehalten. Hat die ganze römische Soldat bestimmt. Wer bestimmt dein Christsein? Von was bist du bestimmt in deinem Christsein? Ist es von der Person, von der Wahrheit Jesu Christi? Wenn du in dieser Welt überleben willst, dann muss eine Wahrheit dich bestimmen. Eine Person dich prägen. Eine Person dein ganzes christliches Sein zusammenhalten. Jesus Christus. Bestimmt Jesus dein Leben ganz und gar? Sein Denken, sein Tun, seine Zielsetzung? Paulus sagt, eure Lenden lasst umgürtet sein. Bist du so von Jesus bestimmt? Nur so kannst du in dieser heutigen Zeit überleben. Dann kommt der Apostel Paulus und sagt, und nimm den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, was bedeutet das? Dass ich ins Landesmuseum gehen muss und dort einen römischen Brustpanzer klauen und so durch die Stadt Zürich marschieren? Ja, Paulus sagt, und nimm den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er nimmt das Bild des römischen Soldaten. Was bedeutet das ganz praktisch für uns? Wie kann ich mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, wie kann ich überleben? Wie kann ich ein Leben führen des Sieges? Robert Ley, er war Leiter der Deutschen Arbeitsfront und einer der führenden Politiker des Nationalsozialismus. Robert Ley erkannte Jesus Christus. Und doch im Blick auf Jesus Christus sagte dieser Robert Ley, ich brauche Jesus nicht. Ich brauche kein Lamm Gottes, vor dem ich auf den Knien rumrutsche und das ich um Gnade anwinsle. Das mögen die Christen tun, dieses feige, unmännliche Volk. Ich aber stehe gerade vor meinem Herrgott. Und wenn ich einmal etwas ausgefressen haben sollte, das werde ich dann schon vor diesem Herrgott selber auslöffeln. Aber ich brauche kein Lamm Gottes, das mich kleidet mit seiner Gerechtigkeit. Dieser Robert Ley, er wurde gefasst in Nürnberg, wurde ihm der Prozess gemacht und bevor das Urteil vollstreckt werden konnte, erhängte er sich in seine Gefängniszelle. Er wollte nichts zu tun haben mit dem Lamm Gottes und hat spöttisch über dieses Lamm Gottes gesagt, ich brauche kein Lamm Gottes, das mich kleidet mit seiner Gerechtigkeit. Nun kommt der Paulus und sagt, und nimm den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist ein Bild auf die geschenkte Gerechtigkeit Gottes. Wisst ihr, wir dürfen immer zum Herrn Jesus kommen, egal was wir getan haben, egal was wir in der Vergangenheit, ich sage es mal auf Zürichdeutsch, gebosget haben. Der Herr Jesus nimmt uns immer an. Es gibt ein wunderbares Lied, wo es heißt, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Und in einem anderen Vers heißt es, Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, mit dem werde ich vor Gott bestehen. Der Jesaja, er sagt in Jesaja 61, Vers 10, sagt uns der Jesaja Folgendes. Und hierauf nimmt der Apostel Paulus Bezug. Da sagt der Jesaja, denn er, Gott selbst, hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Egal wer du bist, egal was du bist, egal was du getan hast, egal wie deine Vergangenheit aussieht. Der Herr Jesus, er vergibt, der Herr Jesus lädt uns ein und der Herr Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte dich kleiden mit meiner Gerechtigkeit. Ich möchte dir deine Schuld vergeben. Ich möchte dich nehmen, so wie du bist. Komm zum Herrn Jesus. Und wie oft haben wir schon erlebt in der Seelsorge, da kamen Menschen, Tränen überströmt, mit einer Vergangenheit, die schwarzer als schwarz ist. Und sie sind aufgestanden mit Vergebung, eingekleidet
in die Kleider des Heils, in die geschenkte Gerechtigkeit. Und das meint Paulus, wenn du in dieser Welt überleben willst, dann kleide dich mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Das heißt, komm immer wieder zum Herrn Jesus. Lass dich immer wieder neu kleiden in die Kleider des Heils. Er vergibt, er reinigt. Und wenn du 100-mal im Tag auf die Nase fällst, komm zum Herrn Jesus zurück. Der Herr Jesus, er vergibt, er reinigt. Sein Blut macht den tiefsten Schaden gut. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und deswegen, wenn wir in dieser Welt überleben wollen, kleiden wir uns in die Kleider des Heils, in den Brustpanzer der geschenkten Gerechtigkeit, und an dem prallen alle Angriffe ab. Kleidest du dich jeden Tag in die Gerechtigkeit Gottes? Dann kommt der Apostel Paulus und sagt als nächstes, und gestiefelt an den Füßen zu treiben das Evangelium. Gestiefelt an den Füßen zu treiben das Evangelium. Nun, was ist das normalste Kleidungsstück für einen Soldaten? Ich weiß noch gut, wie wir im Militär, wir sind gelaufen. Wir hatten eine Woche Überlebensübung, hatten wir im Valmaccia, dann sind wir nach Locarno, auf dem Monte Bre, über den Kamm, runter in Magadino-Ebene, dann Monte Ceneri hoch, rüber zum Monte del Tiglia, runter zur Kaserne, wieder hoch. Und das in einem Marsch, mit Vollpackung auf dem Rücken. Aber keiner von uns ist barfuß gegangen. Und deswegen sagt Paulus, gestiefelt an den Füßen zu treiben das Evangelium. So normal wie es für einen Soldaten ist, dass er seine Kampfstiefel anzieht. Und ich weiß noch gut, manchmal sind wir hatten Übungen und so, wir waren so müde, sind wir mit den Stiefeln in den Schlafsack rein. Wir sind im Stehen, sind wir eingeschlafen. Aber wir haben nie die Schuhe ausgezogen. Das Normalste für einen Soldaten ist es, dass er seine Kampfstiefel anhat. Und so normal wie für einen Soldaten soll es für uns sein als Christen, dass wir das Evangelium weitergeben. Paulus sagt, wenn ihr in dieser Welt überleben wollt, dann sei bereit zum Zeugnis für jeden Mann. Ich weiß, nicht jeder kann hier vorne stehen und predigen. Es gibt Menschen, die haben auch nicht den Mut, den Mund aufzutun. Kein Problem. Aber wisst ihr, wir waren zu Hause 5 Kinder. Meine Mutter hat nie viel gesprochen, aber ihr Leben hat uns zu Jesus geführt. Wie sie gelebt hat, wie sie gearbeitet hat, wie sie mit Nöten umging, wie sie mit Problemen fertig wurde. Das hat uns Jesus gezeigt. Und das kann doch jeder. Kann nicht jeder von uns einfach eine tiefe, echte Beziehung leben mit Jesus? Und diese echte, tiefe Beziehung, die strahlt dann Jesus aus. Ah, so ist ein Christsein. Merken deine Nachbarn, dass du Christ bist? Oder wir haben hier zum Beispiel wunderbare Sachen auf unserem Büchertisch. Zum Beispiel, Himmel, da will ich hin. Diese Visitenkarten, die kann doch jeder mitnehmen und weitergeben. Sogar die Muslims, die wollen in den Himmel kommen, sonst hätten sie nicht den Dschihad. Ja, aufgrund dessen, dass sie in den Himmel kommen wollen, gehen sie in den Dschihad. Aber welches Elend, wenn sie in der Hölle landen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben die beste Botschaft, die wir geben können. Wir haben die Botschaft, dass Jesus Sünder annimmt. Dass Jesus Sünder an sein Herz schließen möchte. Wir haben die Botschaft, dass du kommen kannst, du darfst ein Kind Gottes werden. Und dessen Botschaft müssen wir uns nicht schämen. Wir haben die Botschaft, dass Vergebung ist. Wir haben die Botschaft, dass ein Platz bereitet ist für mich im Himmel. Wir haben die Botschaft, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Oder wir haben zum Beispiel hier diese wunderbaren CDs, Tor deines Lebens oder auch Amazing Grace. Jetzt kommt eine neue CD raus für Weihnachten. Gebt sie weiter, seid ein Licht, ein Salz für Jesus. Der Apostel Paulus sagt, wenn ihr in dieser Welt überleben wollt, dann seid bereit zum Zeugnis gegen jedermann, gestiefelt an den Füßen zu treiben das Evangelium. Vielleicht kannst du gut kochen. Dann lade deine Nachbarn ein zum Essen. Und bevor du anfängst mit Essen, sagst du, weißt du, bei uns zu Hause wird gebetet. Du musst nicht warten, bis sie Ja sagen und Amen.
Du sagst, ich bete, dann betest du, neigst das Haupt, du betest. Und mit der Zeit wird es so normal, dass die Menschen, die Nachbarn einladen, sagen sie, du, bei dir zu Hause wird doch auch gebetet vor dem Essen, dann wirst du nicht jetzt auch beten. Bereit zum Zeugnis für Jesus. Ich möchte Sie einladen, das zu tun. Paulus sagt, die Stiefel an den Füßen zu treiben, das Evangelium. Nun kommt Paulus zum Nächsten und sagt, und nimm den Schild des Glaubens, mit welchem du alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen kannst. Nun, Paulus sagt, nimm den Schild des Glaubens. Was bedeutet das? Was heißt das? Nun, der Schild ist etwas sehr Handfestes. In einer Hand hat man den Schild gehalten, in der anderen Hand das Schwert. Das heißt, unser Glaube muss etwas Handfestes sein. Unser Glaube muss etwas sein, das man sieht, wo man an sich festhalten kann. Was bedeutet für dich Glaube? Was ist Glaube? Nehmen Sie sich Zeit heute Nachmittag oder auch in der nächsten Woche, nehmen Sie sich mal Zeit, Hebräer Kapitel 11 zu lesen. Und in Hebräer Kapitel 11 wird uns der Glaube in einer ganz großen Mannigfaltigkeit wird uns gezeigt. Glaube wird uns da gezeigt, Glaube ist ein Lebensstil. Glaube, das sieht man. Glaube kann nicht verborgen bleiben, so wie dieses Schild. Habt ihr mal Asterix und Obelix gesehen, die Filme? Ja, ihr lacht, die gefallen mir. Ja, und wie sie dann sagt die Kohorte, sagt dann Schildkröte oder Viereck und so weiter. Und das alles ist abgedeckt. Es ist handfest, das sieht man. Und Paulus sagt, nimm den Schild des Glaubens. Das heißt, unser Glaube soll sichtbar werden. Glaube ist ein Lebensstil. Unsere Nachbarn, die wissen, der Samuel, der rennt am Sonntag zur Kirche, der rennt am Freitag zur Jugendstunde, der rennt am Donnerstagabend, rennt er zur Kirche und vielleicht noch am Samstag auch noch. Und ab und an steht sogar noch ein Auto vorne dran, wo drauf steht, Missionswerk Mitternachtsruf. Glaube ist sichtbar, aber Sie denken vielleicht, der hat irgendwie eine Meise, aber wenn Not am Mann ist, wo klingeln die? Ja, bei dem, der eine Meise hat. Sie klingeln bei uns. Da muss ein Nachbar zum Arzt. Eine schwere Operation steht an. Und seine Frau kommt zu uns und sagt uns, ich weiß, dass ihr beten könnt. Könnt ihr nicht für meinen Mann beten? Glaube ist ein Lebensstil. Glaube ist nichts Geheimes, nichts Verborgenes. Nein, es ist wie ein Leuchtturm mitten in einer dunkel werdenden Nacht. Glaube ist aber noch viel mehr. Wenn ihr einen Hebräerbrief lest, Glaube geht zum Beispiel staunend durch diese Welt. Könnt ihr staunen über den wunderbaren Farben, die der Herbst malt? Ich staune immer wieder, wenn ich über die Landschaften fahre, wie groß das mein Schöpfer Gott ist. Wie all die Farben, wie er sie anmalt. Woher weiß ein Baum, jetzt kommt langsam der Herbst, es ist langsam Zeit zum Winterschlaf, er zieht die Säfte zurück, das Laub wird braun, gelb und so weiter. Woher weiß er das? Glaube weiß hinter all dem ein Schöpfergott, der alles wunderbar gemacht hat. Glaube geht staunend durch diese Welt. Wenn ich die Pilze sehe im Wald, ich staune über dem, wie Gott das gemacht hat. Glaube weiß aber auch, ich brauche Erlösung. Ich brauche jemanden, der mich aus diesem ganzen Sündenschlamassel rausholt. Glaube ist voller Hoffnung. Bist du voller Hoffnung? Weißt du, wo du hingehst? Wir haben vor ungefähr 3 Monaten meine Mama zu Grabe getragen. Und nach der Beerdigung kamen verschiedenste Menschen auf mich zu und haben gesagt, bist du nicht traurig? Ich habe gesagt, doch, ich bin traurig. 30% traurig und 70% glücklich. Ja, ich bin froh, dass sie bei meinem Jesus ist. Ich werde sie wiedersehen. Und es wird der Tag kommen, dass wir uns wieder in die Arme nehmen. Herzlich willkommen, du warst nur kurz weg. Und wisst ihr, meine Mama, noch diesen März ist sie zurückgekommen aus Bolivien, hat ihre Tochter besucht in Riberalta. Und wenn meine Mutter jeweils nach Bolivien fuhr, dann hat sie in ihrer Wohnung überall so gelbe Zettel hingepappt. Und hier, überall. Hat sie hingeschrieben, das gehört dem, das gehört dem, das Klavier gehört dem. Und hat sie gesagt,
Wenn ich im Fall in Bolivien sterben sollte, dann holt mich nicht zurück. Ich bin beim Herrn Jesus. Beerdigt mich in Bolivien und wir werden uns wiedersehen bei der Entrückung. Das ist Glaube, voller Hoffnung. Wir sehen uns nie das letzte Mal. So was Faszinierendes. Glaube hat eine Hoffnung. Das Schöne ist, Martha Heer hat mir angerufen, letzte Woche hat mir mitgeteilt, dass ihr Mann verstorben ist. Und im gleichen Atemzug sagt sie, sie würde gern, dass an der Beerdigung gesprochen würde über das Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15. Wir Christen, wir haben eine lebendige Hoffnung. Da steht nämlich, in 1. Korinther 15 steht, es wird gesät in Vergänglichkeit, aber auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Wie sieht dein Schild des Glaubens aus? Man könnte noch so viel anfügen. Paulus sagt, nimm den Schild des Glaubens, mit welchem du alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Kann ich noch ein paar Minuten machen? Ich habe schon nicht zu lang gesprochen. Geht's noch? Ja, 5 bis 10 Minuten noch, ja. Okay, dann kommt Paulus und sagt als nächstes, und nimm den Helm des Heils. Nimm den Helm des Heils. Ja, weswegen brauchen wir in unserer heutigen Zeit einen Helm des Heils? Was findet hier oben statt? Also hier wissen wir alles, oder? Aber was findet hier statt? Das Denken. Und Paulus, er sagt, wir sollen dieses Denken, unseren Kopf sollen wir schützen. Hier wird alles gesteuert von hier oben. Und Paulus sagt uns in Römer 12, Vers 2. Zuerst sagt er, nimm den Helm des Heils, um damit in dieser Welt bestehen zu können. Und dann sagt er in Römer 12, Vers 2, und verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Ja, was bedeutet das? Was heißt das? Anscheinend ist unser Denken, auch als wir uns bekehrt haben, nicht automatisch verändert worden. Anscheinend ist es so, dass unser Denken von Gottes Denken meilenweit auseinander ist. Und nun kommt Paulus und sagt, und verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Gott sagt in Jesaja 55, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Also Gottes Wege und meine Wege, Gottes Gedanken und meine Gedanken sind meilenweit auseinander. Und nun kommt Paulus und sagt, nimm den Helm des Heils. Und in Römer 12, Vers 2, verändert euer Denken durch die Erneuerung eures Denkens. Unser Denken gleicht einem Schwamm. Unser Hirn hat eine ähnliche Struktur, oder? Ja, die Medizinerin hier vorne lacht, das ist klar. Mit diesem Schwamm habe ich zu Hause Platten gelegt, dann alles ausgefugt und dann alles schön geputzt. Dieser Schwamm wird voll von was? Vom Schmutz und Dreck. Aber was mache ich mit diesem Schwamm? Ich nehme ihn unter viel fließendem Wasser, wasche ich ihn aus. Dieser Schwamm ähnelt meinem Hirn. Ist nicht unser Hirn vollgesogen von dem Dreck dieser Welt, von der Sünde dieser Welt? Und nun kommt Paulus und sagt, erneuert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, nehmt den Helm des Heils. Das heißt, lernt anders zu denken. Unser Denken ist nicht gottgemäß. Unser Hirn hier oben, der Schwamm, ist vollgesogen von dem, was wir gesehen haben im Internet, was wir angehört haben im Radio. Durch das, was wir geprägt wurden in unserer Kindheit. Und nun kommt Paulus und sagt, erneuert euch. Und wie kann ich diesen Schwamm hier oben auswaschen? So wie ich diesen Schwamm auswasche, wenn ich ihn wasche unter fließendem Wasser. Und so soll ich lernen, diesen Schwamm hier oben auszuwaschen. Und Paulus sagt als nächstes, und nimm das Schwert des Geistes. Wenn ich anfange, mein Denken aufgrund der Bibel zu erneuern, mein Denken ist natürlicherweise, auch wenn ich wiedergeboren bin, meilenweit von Gott entfernt. Aber Gott sagt, ich soll mein Denken anpassen, Gottes Gedanken. Und diese Gedanken sind hier niedergeschrieben in 66 Büchern.
Und da darf ich lernen, mich anzupassen an diesem Wort. Von der ersten Gemeinde wird gesagt, dass das Wort Gottes ihr Leben bestimmte. In Apostelgeschichte 2,42, da lesen wir, und die Gläubigen der ersten Gemeinde aber hielten sich an der Lehre der Apostel. Wir dürfen uns orientieren am Wort Gottes. Für die erste Gemeinde war das Wort Gottes der Maßstab. Das Wort Gottes war die Orientierung ihres Lebens, war die Richtschnur, war der Inhalt ihres Glaubens, Fixpunkt ihres Lebens. Und zu diesem Wort Gottes sollen wir den Mut haben, wieder zurückzukehren. Ich habe mich immer so gefreut mit meiner Mama. Jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, da lag ihre Bibel auf ihrem Tischchen. Sie war eine Frau, die in der Bibel zu Hause war. Sind wir Menschen der Bibel? Sind wir Menschen des Wortes Gottes? Wenn wir in der Verkündigung stehen, haben wir wieder den Mut, Gottes Wort alleine zu predigen. Wir brauchen keine Shows. Wir brauchen keine große Effekthascherei. Predigen wir das Wort Gottes. Begeistern wir die Menschen wieder für die Bibel. Allein auf das Wort Gottes bauend. Dieses Wort Gottes, von dem es heißt, er sprach und es stand da. Er rief und es wurde. Dieses Wort Gottes, von dem es heißt in Hebräer 1, Vers 3, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Dieses Wort hat auch genug Kraft, um Menschen anzusprechen, Menschenherzen offen zu legen. Die Bibel sagt uns, denn das Wort Gottes ist schärfer denn kein zweischneidiges Schwert, dringt durch, offenbart, zeigt, wie wir sind. Und dann weist es auf Jesus hin und zeigt uns seine Erlösung, seine Vergebung, weist uns den Weg zum Himmel. Für dieses Wort Gottes sollen wir uns wieder ganz neu begeistern können. Wir sind vielleicht bekehrt, aber sind wir auch bekehrt zum Wort Gottes? Ist das Wort Gottes der Maßstab unseres Lebens? Als letztes kommt der Apostel Paulus und er fasst alles zusammen. Er fasst zusammen und sagt Folgendes. Er hat gesagt, lebe ganz in der Wahrheit. Also wenn du in der heutigen Welt überleben willst, lebe ganz in der Wahrheit. Kleide dich jeden Tag neu in die Kleider des Heils. Sei bereit zum Zeugnis für Jesus. Lebe einen echten biblischen Glauben. Lass dein Denken von Jesus bestimmen. Sei ein Mensch, der die Bibel liebt und liest. Und als Schluss sagt er dann, und bete zu jeder Zeit. Nachdem er alles gesagt hat, bete zu jeder Zeit. Ja, wie geht das? Wie kann ich die ganze Zeit beten? Nun, der David, er wusste um dieses Geheimnis. Der David sagt im Psalm 63, Vers 7, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, dann denke ich über dich nach. Paulus wusste um dieses Geheimnis. Wir können am Morgen aufstehen und sagen, guten Morgen, Herr Jesus. Wir können miteinander die Treppe runtergehen, wir können miteinander zum Frühstückstisch gehen, wir können miteinander Auto fahren. Ich tue oft bewusst das Radio ausschalten, weil ich mit meinem Gott möchte ich alleine sein. Ich möchte mit ihm den Tag besprechen, meine Kinder ihm bringen. Und wir haben oft nachts, kann ich in letzter Zeit nicht so gut schlafen. Früher habe ich mich aufgeregt, da ging der Blutdruck hoch. Aber ich kann auch beten, da geht er wieder runter. Ich kann die ganze Familie, meine Brüder, meine Geschwister, ihre Kinder, ihre Frauen und so weiter, für die kann ich beten. Für die Gemeinde. Und das meint Paulus, bete zu aller Zeit. Und das ist die Motivation, die uns der Apostel Paulus weitergibt. Wir dürfen in dieser Welt, die dunkler wird, wir können überleben. Wir können ein siegreiches Leben führen, wenn wir ganz in der Wahrheit Jesus sind. Wenn wir uns kleiden in seine Gerechtigkeit. Wenn ich bereit bin zum Zeugnis, in aller Schwachheit, in aller menschlichen Kraft. Ich darf einen echten biblischen Glauben leben, voller Vertrauen auf Gottes Zusagen. Ich darf immer mehr mein Denken, den Schwamm hier oben, reinigen lassen durch das Wort Gottes. Mein Denken bestimmen lassen von ihm. Und ich darf jemand sein, der die ganze Zeit betet. Und das möchte ich Ihnen, ich möchte Sie einfach ermutigen, tun Sie das. So können wir, auch wenn die Welt noch dunkler wird, so können wir überleben. So sind wir Licht und Salz. So sind wir ein Zeugnis. Und wir sind ein wunderbares Bild. Wir sind Botschafter
an Christi statt. Möge Ihnen der Herr Jesus Gnade dazu schenken. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns einfach Mut machst, mit dir unterwegs zu sein. Du sagst uns in deinem Wort, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du sagst in deinem Wort, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ja, Jesus, du bist da. Und darüber preisen wir dich und beten dich an. Du sagst auch, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, es vollführen wirst, bis auf deinen Tag. Und darüber preisen wir dich und beten dich an. Und Herr Jesus, wir bitten dich, komme bald, denn wir lieben, ja, wir erwarten dein Erscheinen. Danke dafür. Amen.